Oh, moin, Theo. Moin. Jo, schön, dass du hergekommen bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, klar. Also, wir habt ja unterschiedliche Berufsbilder, unterschiedliche Orten, sich mit Plattdeutsch zu beschäftigen im Beruf, die wir vorstellt. Und ein sorgt davon ist natürlich Die Sprachwissenschaft. die Sprachwissenschaft, genau, was du als Sprachwissenschaftler natürlich ganz wunderbar verkloren kannst und vertellen kannst. Ja. Genau. Und darum freue ich mich auch all, ob uns Gespräch liegt. Ja, ich auch. Jo, moin. Ich bin Nico Saul vom Länderzentrum für Niederdeutsch in Bremen. Und von dort, bei mir zu Gast ist Theo Rohloff. Schön, dass du da bist, Theo. Stell dir doch eben kurz mal vor. Ja, ich bin Theo Rohloff. Ich wohne aktuell in Oldenburg, jetzt schon seit 10 Jahren. Und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Karl von Ossietzky Universität in Oldenburg. Was machst du da genau an der Uni? Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Schwerpunkt Niederdeutsch und Saterfriesisch, bin da sowohl in der Lehre tätig als auch in der Forschung und habe in einem Projekt zur Sprachdominanz im Niederdeutschen gearbeitet. Die Arbeit hätte auch was mit Platt zu tun. Ja, auf jeden Fall. Was ist denn so, also wofür beschäftigst du dich denn mit Platt in den Beruf? Wir forschen eben am Plattdeutschen. In dem Projekt zum Beispiel haben wir uns, wie gesagt, mit Sprachdominanz beschäftigt. Sprachdominanz heißt, dass bilinguale Menschen, und die meisten Plattsprecher sind ja bilingual aufgewachsen oder haben es eben später gelernt, aber auch bilinguale Menschen sind in der Regel nicht ausgeglichen bilingual. Das heißt, sie können ihre beiden Sprachen nicht gleichmäßig gut sprechen, beziehungsweise fühlen sich vielleicht nicht ganz gleich wohl in beiden Sprachen. Da gibt es meistens eine Tendenz zu einer Sprache. Und da haben wir in der Krumm-Hörn untersucht, wie die Sprachdominanz sich da über die Generationen hinweg entwickelt und wie das mit akustischen Maßen, wie zum Beispiel der Sprechgeschwindigkeit, zusammenhängt. Und da kommt man natürlich in Kontakt mit vielen plattdeutschen SprecherInnen. Das ist der Forschungsbereich, und in der Lehre beschäftige ich mich auch mit dem Plattdeutschen. Da schauen wir uns die Sprache nochmal genauer an und gucken uns zum Beispiel Unterschiede zwischen dem Hochdeutschen und dem Plattdeutschen an. Okay, also ihr habt da Erhebungen gemacht in den Krummhörn und dann, wo wäre das da mit den Lü in Gespräch zu kommen? Das war total schön, weil wir die Erhebungen immer in den Wohnzimmern der Leute gemacht haben direkt. Das heißt, man wurde da sehr herzlich empfangen und ist halt in die Privaträume der Leute gekommen und konnte dann mit denen eben über ihre Sprache reden. Und da merkt man immer direkt so eine Begeisterung halt auch. Gerade die Leute, die an solchen Projekten teilnehmen, sind dann eben auch sehr begeistert. Und man macht dann halt diese Aufgabe und hat irgendwie so eine vorstrukturierte Idee, was man für Aufnahmen macht. Aber da kommen dann immer ganz tolle Gespräche zustande, wo man dann auch einfach noch ein bisschen was über die Sprachhintergründe und die Sprachgeschichte lernt und was die Leute eben mit Platt verbinden. Wo ist denn das bei dir dort gekommen, dass du die das ausgesucht hast als Büro und waren ein Sprachwissenschaftler mit Schwerpunkt Platt? Ich habe tatsächlich angefangen, auf Lehramt zu studieren an der Uni Oldenburg. Da habe ich Germanistik und Philosophie studiert. Und habe da relativ schnell gemerkt, dass Sprachwissenschaft mich sehr interessiert. Einfach durch die Seminare, die ich gewählt habe, bin ich dann damit in Kontakt gekommen. Und dann kommt man an der Uni Oldenburg ums Plattdeutsche in der Germanistik, in der Sprachwissenschaft auch nicht so gut rum. Das heißt, auch da bin ich dann mit dem Plattdeutschen in Kontakt gekommen und fand das total spannend und bin dann wissenschaftliche Hilfskraft von Herrn Peters geworden. Und habe mich dann da intensiv mit plattdeutschen Aufnahmen beschäftigt, habe die für ihn geschnitten und musste da dann, ich weiß nicht wie viele Stunden plattdeutsches Material mir anhören. Und das waren eben auch schon Erzählungen aus den, ich glaube, 40er Jahren unter anderem. 40er bis 60er Jahren sind das, glaube ich, Erzählungen von Personen auf Platt über ihre Sprache und über ihr Leben. Und das fand ich total faszinierend, vor allem wenn man sieht, wie sich die Sprache auch zu heute dann verändert hat, wenn man diese alten Aufnahmen anhört. Und dann bin ich so über diese Hilfskraftstelle in meiner heutigen Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter gelandet. Was findest du wichtig daran, sich wissenschaftlich mit Platt zu beschäftigen? Wir sind halt jetzt gerade in einer sehr privilegierten Position, dass wir das Plattdeutsche noch mit muttersprachlichen Personen untersuchen können. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, wie sich das Plattdeutsche entwickelt, wird es eben hauptsächlich in älteren Generationen noch muttersprachlich und ausgeglichen muttersprachlich auch gesprochen. Und wenn man sich die jüngeren Generationen anschaut, verändert sich das Platt sehr stark, weil es eben starken Kontakt zum Hochdeutschen gibt.
Und gerade dieser Wandel ist total interessant. Und da sind wir gerade in einer Position, wo man das sehr, sehr schön erforschen kann, weil wir eben noch die alte Generation haben und eben diese starke Veränderung über die Generationen hinweg erforschen können. Wär das denn so, als du da angefangen hast an die Uni Oldenburg, kunst du denn Platt? Hast du vorher auch all Begegnungen mit Platt halt? Nee, ich konnte kein Platt sprechen. Mittlerweile habe ich bei uns an der Uni einen Anfängersprachkurs gemacht und kann jetzt mich so ganz basal unterhalten, aber ich würde nicht behaupten, dass ich gut Platt sprechen kann. Ich kann es sehr gut verstehen durch die Arbeit, aber ich bin tatsächlich auch vorher schon mit Platt in Berührung gekommen. Ich komme zwar ursprünglich aus Hessen, bin also damit eigentlich nicht aufgewachsen, aber als Jugendlicher dann nach Schleswig-Holstein gezogen und da habe ich an der Niederdeutschen Bühne gearbeitet. Und stand da auch auf der Bühne und musste da dann auch Platt sprechen als Hesse, der das überhaupt nicht konnte. Und da hatten wir dann auch einen Lehrer, der uns einfach die Aussprache beigebracht hat. Also vom Blatt ablesen und Platt sprechen ging dann da auch. Und ich fand es total spannend, weil ich am Anfang von dem Stück, wenn ich das gehört habe, ehrlich gesagt gar nichts verstanden habe, weil ich einfach mit der Sprache vorher nicht in Kontakt gekommen bin. Aber durch die Proben und das immer wieder hören, kommt man einfach da rein und am Ende konnte ich das dann wirklich gut verstehen und eben auch nicht nur auf das Stück begrenzt, sondern auch wenn sich dann die anderen Ensemblemitglieder unterhalten haben auf Platt, konnte ich das eben auch verstehen und das ist eine total spannende Entwicklung. Und da hat mich das schon fasziniert und dann an der Uni Oldenburg kommt man eben noch mal stärker damit in Kontakt. Hat sich so über die Zeit das Bild von der Sprache wandelt, was du hast? Ja, auf jeden Fall. Doch. Weil ich ursprünglich eben so ein bisschen das Bild, dass das nur noch in bestimmten Regionen ganz selten gesprochen wird und eben nicht an die jüngeren Generationen weitergegeben wird. Aber gerade wenn man dann an der Uni Oldenburg arbeitet und eben viel mit Studierenden arbeitet und dann mit denen auch über ihre Sprache reden kann, also es gibt eben auch viele Studierende, die Platt können, dann wandelt sich dieses Bild auf jeden Fall. Also es ist dann eben nicht mehr nur eine Sprache, die nur von alten Leuten gesprochen wird, so wie es stereotypischerweise, glaube ich, verbreitetes Bild ist, sondern man merkt einfach, wie lebendig die Sprache noch ist und wie begeistert die Sprechenden einfach davon sind. Das ist immer sehr schön. Habt ihr das auch eine Wetenschap, wenn ihr irgendwie Platt kann oder sich mit Platt beschäftigen da? Auf jeden Fall. Also ich gesagt habe, wir wurden ja bei unseren Aufnahmen zum Beispiel von den Leuten eingeladen, aber also ich konnte auch da schon so ein paar Fragmente Platt und ich habe einfach gemerkt, wie die sich gefreut haben, wenn man auch einfach nur so ein bisschen Platt konnte. Und ich glaube, wenn man dann tatsächlich wirklich gut Platt kann, kriegt man einfach nochmal einen ganz anderen Zugang und kann auch dann die Gespräche nochmal ganz anders leiten und nochmal ein bisschen direkter auf die Leute zugehen quasi, als wenn man da quasi mit Hochdeutsch von außen reinkommt und Interviews zum Plattdeutschen macht oder eben Aufnahmen zum Plattdeutschen macht. Das heißt, das hat für die Wissenschaft auf jeden Fall großes Potenzial. Hast du noch andere Tipps für junge Leute, die in der Wissenschaft gehen wird und gern sich mit Platt beschäftigen wird? Da eignet sich auf jeden Fall der Studiengang in Oldenburg. Also der Studiengang ist ja, wie gesagt, eigentlich auf Lehramt ausgelegt, aber auch mit einem Lehramtsstudiengang kann man danach in die Forschung gehen. Also ich habe zum Beispiel auch auf Lehramt studiert und ich bin jetzt ich bin jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter, weil die grundsätzliche wissenschaftliche Ausbildung bekommt man an der Uni so oder so, egal mit welchem Ziel man studiert. Das heißt, wenn man diesen Bachelor- und Masterstudiengang studiert, kann man damit genauso gut in die Wissenschaft gehen wie ins Lehramt dann. Das heißt, da hat man direkt 2 Berufswege, die sich einem eröffnen, wenn man diesen Studiengang studiert. Vielen Dank an die, dass du dir die Zeit genommen hast und hierher gekommen bist und ein bisschen was vertellt hast über deine Arbeit und den Betocht zu Platt. Vielen Dank dir. Danke für die Einladung.